Dass so viele Leute freiwillig einem Thurgauer zuhören, das gibt es auch selten. Ja, mein Name ist Timo Michels. Ich bin sehr, sehr froh, heute da zu sein. Das ist jetzt so ein blöder Satz, das sagt man mal noch gerne, aber es ist wirklich so, Radio ist so ein cooles Medium. Ja? Job von einem Radiomoderator, sehr cool. Ich habe eben gehört, wir müssen am 3 Uhr einmal aufstehen. Ja? Dann sind sie da an der Sendung und am 10 Uhr am Morgen haben sie Feierabend. Das ist so für uns Normalberufler der 7 Uhr am Abend, oder? Das gibt ein völlig neues Bild auf die ganzen Leute, die am Morgen am 10 Uhr am Bahnhofsperron schon ein Bier trinken. Das sind Radiomoderatoren, die sind... Oder? Und dann gibt es ja innerhalb von diesen Radiosendern auch verschiedene Radiosender. Mit SRF 3 wirst du einfach geweckt, oder? Das ist doch richtig schön am Morgen. Ja, guten Morgen, das ist dein Morgen auf SRF 3. When you only need the light when it's burning low. Das ist doch schön, oder? Andere Radiosender, so zum Beispiel die italienischen, da bist du am Morgen... Buongiorno ragazzi, buongiornata. Da stehst du doch im Bett. Hä? Im Bett stehen, warum liege ich nicht mehr, warum bin ich da? Kollegen haben zu mir gesagt, ich sei lustig. Ich habe gesagt, Timo, mach Comedy, gell? Tu mal irgendetwas ja, so Lustiges machen, das ist gut, du wirst in aller Munde sein. Das wollte ich gar nicht, das ist grusig. Nichts für mich. Definitiv nicht. Ich habe das noch mal angefangen, weil ich denke, das ist eine gute Masche, um bei den Frauen zu landen, trotz Dialekt. Oder? Ich denke, mal, das klappt. Letztes hat es wirklich geklappt. Ich hatte ein Date mit einer. Wir sind auf Zürich etwas essen. Und als Mann gibt es so 3 Sachen, die du können musst. Ja, entweder perfekt Klavier spielen, eine Granate im Nest sein oder super Französisch reden. Habe ich dann fürs Letzte entschieden. Und wo die Kellnerin mit der Dessertkarte kam, habe ich dann so gesagt, ja, alors pour moi, ein Dessert d'étage. Meine Begleitung so, Kellnerin, wie bitte? Encore une fois pour moi, Dessert d'étage. Sagt die Kellnerin, Entschuldigung, das haben wir nicht. Sag ich mal, das steht unten links auf der Karte. Sie ganz laut, sie meinen Dessert des Tages. Hey. Brutal. Das Einzige, was miteinander verschmolzen ist, so das Glasse und das Gutzli. Also, frage ich mich einmal auch, die Glasse essen, oder? Unter euch gibt doch einmal so den Hirnfreeze, oder? Da oben ist früher so, haben das dumme Menschen auch. Ist das schon erforscht? Hat ein dummer Mensch auch so Hirnfrost? Ich weiß es nicht. Zürich ist für uns Thurgauer sehr speziell, oder? Zürich ist alles so teuer dort. Ja? In Zürich verdient ein Parkplatz mehr als ein polnischer Erdbeerpflücker im Thurgau. Das ist ganz krass, ja. Und in Zürich auch die ganzen Menschen, wenn du als Thurgauer durch Bahnhofstrasse laufst und es kommt eine Frau entgegen, ja, du denkst so, ist sie arrogant oder gerade frisch Botox spritzen? Aber ich darf sagen, wir Thurgauer, ich darf das nicht so negativ jetzt. Wir sind auch modern, bei uns leben mittlerweile schon Veganer. Ja, ein Kollege von mir ist ein Thurgauer Bauer, der hat letztens gesagt, Gott verteile meine Kühe als Size Zero, weisst du? Frage ich, ja, wieso Size Zero? Ja, die jungen Veganer fressen dann nicht die Wiese weg. Hey. Aber kannst du machen, ist egal. Man darf Vegetarier sein, man darf Veganer sein, man kann konvertieren, man muss nicht. Es ist völlig okay, aber wenn ich so einen Partyabend hatte, dann habe ich Hunger, gell? Hätte ich gerne so ein saftiges Stück Fleisch to go, ja? Die Jungen sagen dem einmal Döner. Ja? Und wenn ich sehe, wie der Typ das Fleisch so von oben abschappt und da hinten läuft es doch im Hals, oder kennt ihr das? Da läuft doch immer so zusammen und der schappt und das Fett und das Öl tropft in die Schalen und der schappt und ich denke so, frage ich mich immer, hat ein Veganer das gleiche Gefühl, wenn er daheim im Garten seine Hecken schneidet? Danke vielmals! SRF 3! Mehr Comedy, auf srf3.ch.